Herr Landeshauptmann Stellvertreter, heute die Verabschiedung von Landeshauptmann Bühringer. Welcher Politiker verlässt heute die Landesbühne und welcher Mensch? Ein großartiger Politiker, ich habe es heute gesagt, einer der letzten richtigen Monarchen im positiven Sinne der Demokratie. Ja, und man hat heute gesehen, ein sehr emotionaler, ein sehr bewegter Mensch, einer, der Politik wirklich gelebt hat und der fleißig war, der Tag und Nacht gearbeitet hat für dieses Land, für die Menschen in diesem Land. Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr würdiger Abgang heute. Welche persönliche Anekdote werden Sie denn jetzt am meisten in Erinnerung behalten in Ihrer Beziehung? Naja, da gibt es einige Anekdoten, manche erzähle ich nicht. Besonders gerne erinnere ich mich an eine Sitzung um 7 Uhr morgens mit einer Unterlage, wo keine Seitennummerierung vorhanden war, und er hat motiviert in der Früh gesagt, so, und das schauen wir uns gleich auf Seite so und so, und ich sage, da ist ja keine Seite, und ich sage, da komme ich in der Früh schon auf Temperatur, wenn da keine Seitennummerierung ist. Wer hat diese Unterlage erstellt? Oder irgendwann hat er mir das Festnetztelefon geläutet bei einer wichtigen Besprechung, und der Herr Landeshauptmann geht zum Telefon und sagt, ich habe keine Küche bestellt. Ich weiß nicht, warum die mich überrufen, ich habe keine Küche bestellt. Also es gibt natürlich viele lustige Geschichten und Anekdoten, zum Teil auch in sehr ernsten Zeiten, aber ich glaube, das braucht auch jeder Mensch, auch jeder Politiker, dass man abseits des Ernstes vielleicht einmal kurz einmal schmunzeln und lachen kann. Was erwarten Sie sich jetzt vom neuen Landeshauptmann, auch natürlich gerade in Verbindung, in Zusammenarbeit mit Ihrer Partei? Ich erwarte mir, dass die Zusammenarbeit kontinuierlich fortgesetzt wird und dass wir die wichtigen Themen, die wir zu erledigen haben, auch gleich angehen und da konsequent weiterarbeiten, ohne irgendwelche Scharmützel, die wir bis dato auch nicht gehabt haben. Das ist ganz einfach wichtig. Das ist wichtig für das Land, das ist wichtig für die Politik, auch für die Glaubwürdigkeit der Politik, und am Ende des Tages profitieren davon auch alle, wenn was weitergeht. Super, vielen Dank.